Ich habe 6 Jahre gebraucht, jeden Tag Logopädie, um überhaupt so reden, wie ich jetzt kann reden kann. Führt dann schlussendlich, dass dann nachher langsam das Gewebe abstirbt. Man hat einfach eine grobe Schätzung, wo daran erkranken oder sterben. Der Fidel hat als Kind die Krankheit Noma überlebt. Heute erzählt er uns, was das genau ist und wie das ihm heute geht. Ich bin in Burkina Faso geboren, das ist in Westafrika. Meine Eltern sind von der untersten Klasse, die haben fast kein Geld verdient. Noma ist bei mir ausgebrochen, als ich knapp 3-jährig war. Und somit hat es dann innerhalb von wenigen Wochen meine rechte Gesichtshälfte zerstört. Noma ist eine infektiöse, aber nicht ansteckende Erkrankung. Innerhalb von Tagen zerstört die Krankheit Knochen und Gewebe im Gesicht. Sie betrifft vor allem Kinder unter 7 Jahren. Wird sie nicht behandelt, sind bis zu 90% der Verläufe tödlich. Also es fängt anfänglich ganz harmlos an mit der Zahnfleischblutung. Dann geht es dann weiter, dass es dann richtige Schwellungen geht. Das fängt an zu eitern und das führt dann schlussendlich, dass dann nachher langsam das Gewebe abstirbt. Der Fidel ist in Burkina Faso behandelt worden und hat die Krankheit überlebt. Doch sein Gesicht war weiterhin offen. Dank einer Organisation ist er auf Genf gekommen und dort operiert worden. Dort hat er eine Assistenzärztin kennengelernt, die ihn später adoptiert hat. 1998 ist er in die Schweiz gekommen. Als Kind war es alles easy, einfach. Die Pubertät ist dann schwierig geworden. Und ich glaube, das hat dann wirklich die erste Steinsrolle gebracht mit schweren Depressionen, Schuldgefühl. Ich habe mich einfach selber nicht akzeptiert. Ich habe es auch generell alles unfair gefunden, wieso ich jetzt ausgerechnet die Krankheit hatte. Und klar, dann natürlich auch Pubertät, da geht es so immer darum, man muss gut aussehen, man muss möglichst symmetrisch sein. Und die äußerlichen Charaktere, die habe ich nicht. 2014 eigentlich, wo ich dann im Spital gelandet bin, auch nach einem Suizidversuch. Dann. Ganz viele Freunde und Kollegen haben mir dann auch geschrieben und auch teilweise auch besucht. Und dann habe ich eigentlich realisiert, dass die mich kennen, mich gar nicht so sehen, wie ich mich selber tatsächlich sehe. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss anderen Überlebenden irgendwie helfen und die Krankheit muss weg. Meine Stiftung Elysium, primär geht es darum, dass die Krankheit von der WHO anerkannt wird, damit mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, um überhaupt herauszufinden, wie viele Kinder sterben wirklich. Man hat einfach eine grobe Schätzung von etwa 140.000 Kindern. Die Erhebung ist aber von 1994. Ich bin mit meinem Aussehen, so wie es ist, eigentlich nicht zufrieden, bin ich nie gesehen. Ich könnte Schönheits-OP machen, aber ich habe 6 Jahre gebraucht, jeden Tag Logopädie, um überhaupt so reden, wie ich jetzt kann reden. Wenn ich jetzt eine Schönheits-OP machen, heisst das, ich muss wieder von vorne anfangen. Ich akzeptiere es, wie es ist und das eigentlich zu meinem Vorteil nutzen, um die Krankheit auch bekannter zu machen.